C wird gesichert. C gesichert. Drohne steht bereit. Hallo zusammen, hier ist der Rufus. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever mit einem 6er Superabschuss, heisst das, glaube ich, wenn es mir nicht täuscht. 6er Abschuss auf Hijacked als Intro-Clip. Ja, aber eben das Band dort ist... Das Band sind allgemein kaputt, sind wir uns doch einig. Aber zu der MSMC, ihr werdet es fast nicht glauben, also gut, jetzt schon ein paar Streaks und Gameplays und so, aber es ist mir gar nicht so einfach gefallen mit dieser Waffe. Und ich weiss, ich habe die MPs, wann habe ich die gemacht? Ich glaube auch noch letztes Jahr. Wenn es mir nicht täuscht, oder Anfangsjahr. Auf jeden Fall vor dem 12. März, weil am 12. März ist der Patch rausgekommen. Und ab dem Datum habe ich sie eigentlich nicht mehr gross gespielt. Und, also... Ich habe sie schon vorher nicht mehr gespielt und habe dementsprechend nicht wirklich gewusst, was der Patch bewirkt hat. Der Patch muss enorm sein, weil so habe ich sie nicht in Erinnerung. Und sie haben ja den gleichen Patch auch gemacht bei der PDW. Sie haben den Hip Spread, also von den Hüftenschüssen, haben sie ein bisschen verschlechtert. Das heisst, man kann nicht mehr so gut von den Hüften schiessen. Und den Recoil haben sie auch erhöht als den Rückstoß-Rückschlag. Und mir ist es jetzt wirklich irgendwo schwierig gefallen, um irgendwie ein Gameplay zu bringen, weil ich habe es gar nicht mehr so einfach gefunden, mit dieser Waffe zu spielen, ehrlich gesagt. Aber ich bin ganz froh, weil der Phil, also Robin der Magister, wo ihr alle auch kennt und sonst dürft ihr ihn sehr gerne abonnieren, mit dem habe ich mal geredet und er hat gefunden, ja, ich habe auch ein bisschen Mühe mit dieser Waffe jetzt im Moment, das Gameplay zu spielen. Er hat es versagt, als Sonntagsabonnent Wunschkonzert gebraucht. Und hat dann eben gesagt, ob ich das auch habe, dass es so ein bisschen schwierig ist zu erspielen. Und dementsprechend bin ich nicht der Einzige und er ist nicht der Einzige, weil uns geht es beiden so. Und euch eventuell auch. Sie ist nach wie vor sehr gut. Aber also der Patch hat ziemlich etwas angetan. Kommen wir zu der Statistik. Magazin 30 Schuss, Extended Max 40 Schuss. Das ist das kleinste Magazin der SMGs. Der Schaden ist zwar maximal bei 40 Topwert in dieser Kategorie und Minimum bei 18. Schiessen tut sie genau gleich schnell wie die PDW, also die Waffen sind sich vom theoretischen Aufbau eigentlich relativ ähnlich. Auch mit 720 Rounds per Minute und mit Fast, wie sagt man dem schon wieder, Entschuldigung, das fällt mir gerade nicht ein. Schneller Schiessen Attachment da ist bei 900, Rapid Fire heisst es, dankeschön, 900. Da wären wir eben wieder bei einer MP7 oder einem Vector K10. So, was haben wir sonst noch Wichtiges? Nachladen tut sie mit 2,07 Sekunden, ist sie dort im Mittelmaß, also ist weder ein Topwert, der noch einen sehr schlechten Wert. Zu den Kills, sie sie tötet auch mit 3 Schüssen auf 44 Meter, also mit der PDW die einzige Waffe auf 3 Schüsse tötet von den SMGs her. 5 Schüsse sind 123 Meter und 6 Schüsse sind dann endlos. Ja, Theorie klingt eigentlich ganz okay. Praktisch muss ich eben sagen, hat sie sehr eingebüßt bei diesem Patch. Ich weiss nicht, ob es den Patch gebraucht hat. Was meint ihr? Das würde mich wirklich wundern und fällt es euch auf, dass sie schlecht geworden ist. Also eben viel und mehr ist es auffallen, aber ja, vielleicht bilden wir uns das auch noch nie und sind schlecht geworden im Game. Das ist auch möglich, wer weiß. Ja, der MSMC, ja, was soll ich sagen? Ich spiele sie jetzt nicht mehr, also ich habe sie jetzt vorgenommen für Diamonds Are Forever, habe sie jetzt aber wieder ersetzt mit der Scorpion zum Beispiel, die ich viel besser finde. Aber das ist ganz ein anderes Commentary. Und ich glaube, wir wären eigentlich schon wieder so weit, dass wir ja, die Waffe durch hätten. Merci fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen zusammen.